a sign. Show me your mind, 'cause I can't walk alone. Golden horizon, I see the sun rising, but you're still drawing lines. War never changes. So, da, kriegst du zurück bei Fallout New Vegas. Ich habe es letzte Mal erwähnt, wir machen das nächste Mal, wenn wir ein bisschen höher gelevelt sind. Du hast das letzte Mal gesehen, jetzt reißen wir uns da drin in der Luft. Wir marschieren nun raus aus diesem Vault, Vault 11, und werden uns einmal gemächlich wohin begeben. Nur ist halt die Frage, wohin? Weltkarte. Ah, ich habe gesagt, ich will nach Novak. Genau. Warte mal ganz kurz. Genau. Novak ist unser derzeitiger Kurs. Und da gehen wir jetzt da hin. Ich habe gesagt, ich will uns ein Gebäudchen bzw. ein Zimmerchen mieten, wo wir unser ganzes Sammelsurium ablegen können dabei. Das Hotelzimmer, was wir dort kriegen, das war eigentlich ideal für uns. Und vor allem, warte mal kurz. Genau. Können wir. Ja, wir haben nichts zum Reparieren dabei. Nur weiter ist niemand. Das ist das einzige, wo man noch ein bisschen. Okay, da können wir eh noch nicht rein. Also wir sind in diesem Vault eh noch nicht fertig. Ist egal. Wir gehen nun zurück. Wir wissen ja ungefähr, um was da gegangen ist. Eltern. Hey! Wir wieder mit den Tasten reinkommen. Okay, dann gibt's eine dritte Runde. Nein, nimm. Dann sind wir noch dritte Runde beschäftigt. Aber eigentlich, sobald wir da draußen sind, spazieren wir eh in Richtung Novak. Da bin ich jetzt Langsamkeit für den Scheiß. Na gut. Aber ich darf's nicht werden. Also haben wir doch was übersehen in diesem Vault. Leer, 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 leer. Truhe ist leer. Jetzt stellst du extra so einen schönen Vault hin, weißt du? Verlassen ist eh. Truhe ist auch leer. Wir springen mal.
waffenlos +5. Da muss er zum Jason werden. So. Haben wir Bett. Wenn ich nicht wissen. Bügeleisen. Sunset Sarsaparilla. Boah, zu was Pfauchen gehört. So, ich glaube, das ist wieder irgendwas hinter uns. Wenn das Terminal nicht unbedingt mit einer Sprengfalle verbunden ist, werden wir es lesen. So. Was ist das? Keine Ahnung. Play for the winning team. Na gut, für Vault-Tec aber nicht. Die Truhe ist auch leer. Ein Klemmbrett. Persönliches Terminal. Okay, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. 2 von 5. Jetzt ist halt nur die große Frage, was, gell? ASTE, das kann es nicht sein. Bases, 3 von 5. Jetzt ist halt nur die Frage, SAV. Okay, ich hab's, glaube ich. Das A und das ES ist es. Wir haben Zeit. Wir haben doch Zeit, Baby. So. Da war nix. Er ist doch nicht. Cases. Uns kann es nicht mehr passieren, als wie dass uns das gesperrt. Scheiße. Warte mal ganz kurz. Geschaß mit Ohren. Jetzt ist es. Ist auch schon wurscht. Wir wissen eh ungefähr, um was geht in dem Wald. Korruption. Ja. Na gut. Hängt da. Ja. Nun müssen wir aufpassen. Nun müssen wir schauen, welches Buch uns weiterhilft. Wo wir permanent Punkte kriegen. Das ist ja das Wichtigste dran. Spind. Korken. Passt.
Ja, und eine Dame, die halt mit einem kompletten Wohlvorstand ins Bett gehen hätte sollen. Genau. Also auf gut Deutsch gesagt, wir sind was Besonderes, also musst du ein bisschen parieren auch. Was da rein? Stimpaks wären jetzt super. Leider da herunten ist düster. Na gut, ich hätte kann ja schauen, wo der Dings liegt, wo das Licht vom Pip-Boy ist. Oder müssen wir in die Beschreibung reinschauen? In die Optionen, oder bin ich jetzt gerade ein bisschen zu faul dafür? Was brauche ich? Baseballhandschuhe. Ich glaube, da sind wir durch. Ja. Okay, schauen wir, dass wir da rauskommen aus dem Loch. Aber da sind wir gekommen. Security. Da waren wir auch. Ja. Ja, da waren wir schon. Okay. Schauen wir, dass wir da wieder irgendwie rauskommen aus dem Loch. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo wir noch was kriegen würden, was interessant. Mail Down, was geht da auf? Geht's da aus? Ich hoffe. Common Room. Ja, das haben wir schon richtig. Ja, wie du siehst. Da hängt eine kleine Sprengladung dran. Ja, da waren wir, gell? Gehen wir da nochmal durch? Haben wir uns alles schon angeschaut? Da ist der Haupteingang. Ich scheine nur gerade. Aha. Ja, früher haben wir jetzt gesagt, es war der Schleim von Mykonos, gell? Der sich in die Rübe goss. So, zurück hinaus in das wunderschöne Ödland. Man, wunderschön ist ein bisschen untertrieben, gell? Das macht eher einen Eindruck. Scheiße, wir haben gar nichts mehr. Mal schauen, ob wir right away haben. Pugilismus. Warte mal. Haben wir nicht noch so ein Büchle? Ah, ich glaube Pugilismus, da kriegst du jetzt einen extra Punkt. Waffenlos um 4 erhöht, genau. Also wenn unten nichts steht, dann kannst du das nehmen, kriegst dauerhaft einen Punkt. Nur ist jetzt die große Frage, wo ist Novak? Da in die Richtung.
Genau, mal Richtung Novak. Was haben denn wir waffentechnischerweise dabei? Nix. Kleinkaliber. Naja. Für der Wahl soll sie reichen. Nicht wissen, was da bei den LKW ist, aber ich glaube nix. Lebst du noch oder? Nö, die ist kaputt. Und wenn wir dann einmal in Novak sind, werden wir uns mal der Hauptgeschichte widmen und uns in Richtung New Vegas auf den Weg machen. Und einfach mal dem netten Herrn, der uns eine Kugel in den Kopf verpasst hat, einen Besuch abstatten. Ja. Hier in diese Richtung müssen wir. Da ist das trostlos da. Wahnsinn. Ah, das war der. Warte mal. Wie gut das der ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, es ist irgendwie erfrischend, wenn du einmal ein Spiel spielst, wo du nicht zig Millionen Items einsammeln musst. Oh Gott. Das war die falsche Waffe, die. Holla die Waldfee. Ich habe meine alte Lady gefunden. Aus Generation Zero, jetzt auch in Fallout. Geil. Da geht's entlang Richtung Novak. Warte mal, was ist da? Vielleicht finden wir mal ein Lagerfeuer. Wo wir etwa ein bisschen was machen können. Hui, hui! Helios One. Führt uns nicht eine Mission einmal nach Helios One? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ist egal. Wird einmal abgespeichert. Ich glaube sogar, dass uns einmal eine Mission daher führt. Eben für die RNK, glaube ich. Ja, dessen bin ich mir einem bewusst oder sicher. Und sage jetzt mal lieber nichts. Warte mal. Ich markiere uns den auf der Karte. Sehr gut. Dann brauchen wir nämlich, wenn wir da herkommen sollten, irgendwann einmal. Warte. Nee. Da ist schon wieder so Musik im Ohr, weißt du?
Das ist ein Sicherheitsbereich. Was wollen Sie hier? Hoppala. Lüge, ich bin Teil der RNK, kann ich Ihnen irgendwie aushelfen? Ich sah das Gebäude aus der Entfernung. Es ist ein guter Anfang, dass Sie hier sind, Soldat. Wir schwimmen hier nicht gerade in Truppen. Aber wenn Sie uns wirklich helfen wollen, sollten Sie mit dem Trottel mit der Sonnenbrille hinten im Kraftwerksgebäude sprechen. Er versucht seit Monaten, das alles hier zum Laufen zu bringen. Bisher ohne Erfolg. Sollte das Kraftwerk nicht von mehr Leuten bewacht werden? Warum sind Sie hier nicht an der Front? Wäre das nicht wichtiger? Machen wir als erstes, sollte das Kraftwerk nicht von mehr Leuten bewacht werden? Sie haben recht. Aber da es nicht viel Strom erzeugt, haben unsere Gegner kein großes Interesse daran. Nicht so viel wie am Hoover-Staudamm. Wir hatten hier eine Streitmacht, bis die stählerne Bruderschaft vertrieben war. Dann wurden die Truppen wie alle anderen auch zum Damm geschickt. Caesar schickt immer mal wieder kleine Einheiten vorbei, um Schwächen zu suchen. Wenn er das Kraftwerk wirklich wollte, wären wir längst tot. Warum war die stählerne Bruderschaft hier? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20:1. Sie hielten durch, solange sie konnten und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Wichser! Warum sind Sie hier? Warum sind Sie hier und nicht an der Front? Wäre das nicht wichtiger? Das frage ich mich ständig. Aber Strom ist hier sehr wertvoll. Damit hat man die Gegend besser unter Kontrolle als mit Soldaten. Verdammt, wenn wir den Damm an die Legion verlieren, könnte dieses kleine Kraftwerk unsere letzte Bastion sein. Wo Sie recht oder hat sie recht. Bis bald. Bis später. Daten, Aufgaben. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Es ist putzig. Naja. Hä? Boing. Wo müssen wir da jetzt hin? I don't understand. Ah, da. Hast du Sonnenbrille auf? Nö. Du? Nö. So geil. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Ich halte es nicht aus. Ich liebe diesen Humor einfach. Hä? Wie ist der Idiot? Hier. Schaut, wo der Trottel ist. Ah, da. Ich glaube, da drin ist der Trottel. Ah, Idiot. Idiot. Entschuldigung. Brille. Okay. Wie schaut denn unser gepflegtes Äumelchen aus? Naja, du kannst das da eh. Ich weiß nicht, mein Mausradl. Da weiß die Maus noch nicht einmal so alt, weißt du? Gut. Ich speichere da jetzt einmal. Und dann reden wir mal mit dem Idioten. So geil.
Hola Chica, Baby. Das war genau meins. Ah, das ist der Idiot. Hey, Mann! Wer zum Teufel bist du? Haben sie dich geschickt, um mich zu ersetzen? Ich soll ersetzt werden, stimmt's? Beruhigen Sie sich, ich bin nicht hier, um Sie zu ersetzen. Das stimmt, ich bin wegen Ihres Jobs hier. Warum machen Sie sich Sorgen darüber, ersetzt zu werden? Besorgt? Wirke ich auf dich etwa besorgt? Ich habe alles unter Kontrolle, Mann. Niemand außer mir kann tun, was ich hier leiste. Was für einen Job haben Sie denn hier? Na was wohl? Ich bin der Boss. Die ganze Operation hängt von mir ab. Kein Fantastic, kein Strom. Die RNK ist auf mich angewiesen. Geiles Gefühl. Oh Gott. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Das war einfach, Mann. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, ob jemand einen Wissenschaftler kennt. Ich erklärte ihnen, dass ihre Suche ein Ende hat. Sie fragten mich, ob ich mich mit Kraftwerken auskenne. Ich sagte, dass hier keiner besser darüber Bescheid weiß. Sie fragten, wie viel ich mit theoretischer Physik am Hut habe. Ich meinte, ich hätte theoretisch schon mein Diplom. Sie sagten, willkommen an Bord. Aha. Was genau machen Sie eigentlich? Scheiße, Mann, alles. Knöpfe drücken, Räder drehen, Zahlen lesen. Manchmal denke ich mir kleine Geschichten mit den Zahlen aus. Einmal habe ich mir vorgestellt, die Zahlen seien ein Code, der in eine Vault mit lauter nackten Weibern führt. Alter, wie cool wäre das denn? Ja, das ist sogar dir auch nicht nah. Sie haben also keine Ahnung, was Sie hier eigentlich machen. Nein, Mann. Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß nur nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Da drüben wird der Strom für dieses Gebäude geregelt. Die Station ist mit dem Computernetzwerk verbunden. Dieser große Knopf da macht eigenartige Geräusche. Aus dem Schlitz dort schlagen Funken, wenn du Sachen reinsteckst. Und ich lerne jeden Tag mehr. Oh Gott, was wollen Sie eigentlich erreichen? Tja, sieh mal, wir haben Strom, weil Fantastic die Dinge hier regelt. Aber die Spiegel draußen sind nicht richtig eingestellt und arbeiten nur mit 1% Effizienz. Und es gibt sicher Idioten, denen das zu wenig ist. Das Problem ist, dass die meisten Dinge vom Turm aus gesteuert werden und nicht von hier aus. Und dort gibt's ein Vorkriegssicherheitssystem, das die RNK-Deppen bei der Übernahme ausgelöst haben. 2 Tote. Jetzt traut sich keiner mehr hin. Sie hätten gerne, dass ich Omelette mache, aber ich kriege die Eier nicht aufgeschlagen, die sie mir dafür geben. Wenn du verstehst, was ich meine. Alter, der Spruch mit dem Omelett ist geil. Wie würde man die Spiegel neu ausrichten? Da draußen gibt es 2 Terminals. Mit denen werden die Spiegel kontrolliert. Ich wollte damit rumspielen, aber weit bin ich nicht gekommen. Die müssten mit dem Zentralrechner im Turm verbunden werden. Der Rest lässt sich von hier aus regeln. Schätze ich mal. Aber hört sich cool an, oder? Hey, du willst doch nicht wirklich dort drauf, oder? Tu ich jetzt. Okay, wenn du beim Hauptrechner bist, tu dir selbst einen Gefallen und achte darauf, dass du den Strom dorthin leitest, wo er hin soll. Der Strom muss zum Strip und zu McCarran. Warum sollte der Strom zum Strip und nach McCarran geleitet werden? Weil ich bezahlt werde, deshalb. Pro Kilowattstunde, was immer das auch sein mag. Die RNK will den Strom dort haben, also will ich das auch. Aber wenn du das erledigst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Fantastics kleiner Helfer. Auf meinen Ruf kannst du bauen. Unterhaltsames Kerlchen. Hier, das wird dir helfen. Ein Passwort für eines der Terminals draußen. War auf eine Toilettenwand gekritzelt. Ein geiles Kerlchen, ehrlich. Was haben wir denn da? Aha. Hallo. Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sind Sie Soldat oder Wissenschaftler? Ich bin ein Soldat, ich bin mehr ein Herumtreiber. Ich bin ein Soldat. Nun, das erklärt es. RNK, für wen kämpfen Sie? Sprache 35. Soweit ich weiß, könnten Sie mich für meine Verbindungen töten lassen. Zu wem gehören Sie? Nun gut, ja. Ich gehöre zu den Anhängern der Apokalypse.
Falls Sie nicht mit uns vertraut sind, wir suchen Frieden und Verbreitung des Wissens. Wissen, das der Welt nie verloren gehen darf. Und nun sind Sie dran. Ich möchte, was Sie möchten. Meine wahre Treue gilt nur mir selbst. Ich muss nur wissen, was nötig ist, um den Frieden zu erhalten. Ich möchte, was Sie möchten. Das beruhigt, wenngleich viele, die das in den letzten Jahren behauptet haben, keine guten Absichten hatten. Doch wenn es so ist, wie Sie sagen, dann noch einen Rat. Diese Einrichtung birgt Gefahren, die noch niemand bemerkt hat. Achten Sie darauf, was Sie tun und auf wen Sie hören. Manche Dinge sollte man lieber mit der alten Welt begraben. Was sollte dieser Ort denn noch mehr sein als ein Kraftwerk? Ich bin nicht ganz sicher. Nach unseren Aufzeichnungen beschäftigte sich die Erbauerfirma nicht nur mit Energie, sondern auch mit Waffen. Und ich habe hier Ausrüstung gesehen, die mit Symbolen des Vorkriegsmilitärs gekennzeichnet war. Zielcomputer, Erschütterungssensoren. In den gesichteten Papieren taucht immer wieder ein Codewort auf. Archimedes. Sie glauben, dass Archimedes eine hier gebaute Waffe ist? Ja, und die Technologie in dieser Anlage gleicht nichts, was ich je gesehen habe. Einiges erinnert an die Enklave, ist aber fortschrittlicher. Eine darauf basierende Waffe wäre eine Katastrophe, egal in welchen Händen. Kein Wunder, dass die Bruderschaft sie nicht aufgeben wollte. Die stählerne Bruderschaft weiß von Archimedes. Sie waren nicht hier, damit ich sie fragen konnte. Und ich bezweifle, dass sie wegen Elektrizität hier waren. Als die RNK erstmals ankamen, hatte die Bruderschaft die Kontrolle. Normalerweise machen sie einen Bogen umeinander, aber etwas hier änderte das. Das Interesse der Bruderschaft an Vorkriegstechnologie dreht sich immer um Waffen. Wahrscheinlich wollten sie Archimedes übernehmen, als die RNK kam. Die RNK hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Stromausstoß des Kraftwerks zu verbessern. Die RNK weiß nichts von der Waffe? Noch nicht. Durch irgendein Wunder haben sie einen Idioten damit beauftragt, die Systeme hier zu entschlüsseln. Er hat monatelang über eine Konsole versucht, die Solarreflektoren zur Verfolgung der Sonne zu bringen. Er wusste nicht, dass diese Konsole nur für die Steuerung der Sprechanlage zuständig ist. Ich wollte es ihm sagen, aber er bestand darauf, dass die größte Konsole auch die wichtigste sein muss. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Die RNK hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Stromausstoß des Kraftwerks zu verbessern. Dann würde ich mal damit anfangen. Solange der Strom dieses Kraftwerks in das Regionalnetz geht und nicht in Waffen, sind wir sicher. Wenn Sie die Produktion wiederherstellen, können Sie den Strom nach Belieben umleiten und niemanden stört es. Ich kann Sie nicht an den Sicherheitssystemen vorbei in den Turm bringen, aber ich kann trotzdem helfen. Ich habe ein Kennwort für eines der Spiegelkontrollterminals. Das werden Sie brauchen. Okay. Warum sollte ich den Strom umleiten? Oh, die RNK hat sicher ihre eigenen Pläne. Aber widerstehen Sie dem Drang, den Strom nur an blühende Gemeinden zu schicken. Überall besteht großer Energiebedarf. Eine gleichmäßige Verteilung ist die rationalste und menschlichste Wahl. Warum sollten Sie mir vertrauen? Ich bin ein Mann der Bücher. Das Sicherheitssystem in diesem Turm würde mich in Stücke reißen. Ich würde den Zentralrechner nie erreichen. Aber irgendwann wird das der RNK gelingen. Oder Caesars Legion. Sie werden diesen Ort für den Krieg benutzen. Angesichts der Möglichkeit, dass sie etwas anderes tun, sind sie meine einzige Wahl. Der sieht es aber sehr differenziert. Tschüss. Okay, was machen wir jetzt da? Das war's die Episode. Halten wir mal ganz cool. Halten wir mal ein bisschen kürzer heute. Genau, sollen wir es machen. Das nächste Mal werden wir versuchen. Hey, Mann! Busch. Das nächste Mal werden wir mit den Satelliten um spielen und uns mal einen Weg zu den Satellitenbahnen irgendwo hin. Warte mal, Daten, da, Aufgaben. Vom östlichen Reflektor steuern. Ich hoffe, dass das in unserem Level liegt. Ja gut, wir sind ja schon Level 7 oder 8. Au! Und die Waffen weg.
Energiezelle. Können wir sogar brauchen. Aufhalten dürfen wir uns, aber mitnehmen dürfen wir... Naja. Oh, Haben Sie sich verlaufen? nö. Aber egal, aber bevor die auf blöde Ideen kommen. Ah, da sind wir unterwegs. Suchen Sie was? Ja, eine Lösung mehrerer Probleme. Archimedes Testlauf. Am Dienstag, den 16. Februar um 14 Uhr werden Techniker Archimedes auf seine Anschlussmöglichkeiten an unser Firmensicherheitssystem prüfen. Angestellte haben das Firmenaußengelände unter keinen Umständen zu betreten, bevor die Sirene abgeschaltet und die Freigabe erteilt wird. Der Firma liegen von allen Mitarbeitern Schadensverzichtserklärungen bei und Verlust von Gliedmaßen oder Unfalltod vor. Für etwaige Vorfälle während der Tests wird also keinerlei Haftung übernommen. Für alle Techniker, welche die Tests vom Turm aus beobachten, besteht Schutzbrillenpflicht. Ergebnisse. Der erste Test von Archimedes war ein Erfolg, aber kein uneingeschränkter. Mehrere kleinere Systeme wurden trotz aller Vorkehrungen überlastet. Die 2,5 Minuten Ausfallzeit, die dem Test folgten, sind ein Punkt, an dem wir arbeiten können. Was wichtiger ist, wir erhielten Berichte von Einrichtungen in der Nähe, bei denen zum Zeitpunkt des Tests systemschädigende Spannungsschwankungen auftraten. Besonders betroffen waren die Sendeanlage Black Mountain und die Militärbunker in Hidden Valley. Das ist ja die stählerne Bruderschaft, ne? Wir waren einen Schwerpunkt auf die Vermeidung Sicherheit, ja. Bevorstehender Besuch. Brigadegeneral Scott Lowe von der US Army wird nächsten Montag in der Anlage eintreffen und auf unbestimmte Zeit bleiben. Wenn Archimedes gestartet wird, kann er als einziger hier dessen Nutzung für irgendetwas anderes als Tests autorisieren. Zivilangestellte sind nicht verpflichtet zu salutieren. Von der gesamten Belegschaft werden jedoch gepflegtes Auftreten, Reinlichkeit und ordentliche Kleidung erwartet. Während der General bei uns ist, der General stellt höchste Anforderungen an seine Männer und die Mitarbeiter von Poseidon sollten den Anforderungen eines so großen und hochdekorierten Soldaten ebenfalls gerecht werden. Kann ich es ihm sagen? Kann ich es ihm erzählen? Ein Merkblatt von Poseidon Energy für neue Mitarbeiter. Wenn man ein Mitglied der Poseidon-Familie wird, ist es ganz natürlich, dass man angesichts der unglaublichen Aufgaben, denen wir uns künftig gemeinsam widmen, großen Enthusiasmus empfindet und anderen davon erzählen möchte. Doch halt, guter Mann. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, einmal darüber nachzudenken, was geschehe, wenn Firmeninformationen in die falschen Hände gelangten und wessen Hände das sein könnten. Kann ich es meiner Frau erzählen? Nun, nehmen wir mal an, sie tun es. Sie schärfen ihr ein, es keinem weiterzusagen. Der Bund der Ehe ist heilig, doch die Zunge einer Frau ist das Spielzeug des Teufels. Kaum sind sie am nächsten Tag zur Arbeit gegangen, erzählt sie es am Telefon ihrer besten Freundin Candy. Candy erzählt es Gertie, Gertie Maxine, Maxine Lulu und als Lulu es Doris erzählt, hört eine amerikanische Telefonvermittlungsangestellte getarnte chinesische Agentin mit. Schwups! Schon ruft sie in der verbotenen Stadt an und singt wie ein Kanarienvogel. Am nächsten Tag sitzen ihre Frau und sie in Fußeisen in China und China sitzt am Steuerpult unseres gesamten Arsenals. Kann ich's meinen Kindern erzählen? Welcher Vater wünscht sich nicht, dass seine Kinder zum Aufsehen, seien sie nicht diese Art Vater. Eines Tages in der Schule könnte Ivan
Alter. Eines Tages in der Schule könnte Iwan Schikanirov ihren Kindern mehr entlocken als nur ihr Taschengeld. Staatsgeheimnisse. Und während die Leute ihm auf dem Roten Platz als Helden zujubeln, verrichten ihre Kinder in irgendeinem Lager Zwangsarbeit. Gleichen ihm ihnen und ihrer bezaubernden jungen Frau, die inzwischen alt und runzlig aussieht. Sorry. Nochmal. Kinder in irgendeinem Lager Zwangsarbeit. Gleich neben ihnen und ihrer bezaubernden jungen Frau, die inzwischen alt und runzlig aussieht. Denn die Kommunisten haben Make-up verboten, weil es Individualität ausdrückt. Kann ich's meinen Stammtischbrüdern erzählen? Klar, wenn sich ein Mann auf irgendjemanden verlassen kann, dann doch wohl auf seine Kumpels. Aber wie viel sie wissen sie wirklich über sie? Sind sie Freunde oder Genossen? Da kann man nie sicher sein. Selbst hinter den saubersten Fenstern können sich Geheimnisse verbergen, wenn sie eiserne Vorhänge tragen. Vergessen Sie niemals, Sie gehören jetzt 2 Familien an und beiden sind Sie verpflichtet, doch Ihre Verpflichtung der Poseidon-Familie gegenüber ist größer. Ihre Kinder könnten Ihnen entgleiten, Ihre Freunde könnten sich verändern und Ihre Frau wird vielleicht zänkisch und betrügt Sie. Doch Poseidon Energy wird nie aufhören, Ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und Sie zu schützen. Sprechen Sie mit niemandem über die Projekte von Poseidon Energy. Wenn man Sie bedrängt, dann sagen Sie, Ihr Job sei eintönig und da gäbe es nichts zu erzählen. Aber die Firma sei ein guter und spendabler Arbeitgeber und stets auf der Suche nach neuen Talenten. Wo ist da Kartenmarkierung? Da haben wir noch nichts. Mojave Drive-In. Canyon Wrack. Die Justizanstalt. Sloan. Quarry Junction, das ist das mit die Todeskrallen. Black Mountain. Camp Forlorn Hope und verlassener Bruderschaftsbunker. Camp McCarran, Kaminrote Caravan Company und die Nordpassage. Da geht's dann in 1 vor die DLCs, genau. Jetzt überlege ich nur gerade, warte mal. Das müsste der Damm sein. Genau, das ist der Damm. Da herunten müsste irgendwo die Heimat vor der Dings sein, vor Legion. Oder da, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, bevor wir das weiter philosophieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann gehen wir einmal ein bisschen hochgradige Ingenieurskunst anwenden. Bis zum nächsten Mal und Entschuldigung die Lochanfälle da bei diesem Scheiß. Aber das ist so geil geschrieben. Bis zum nächsten Mal. Baba.